Abend am 0. Zu Sandweiler kommt Gemieter nicht zur Ruhe. Nach guter Erinnerung der Politstreit für eine paar Monate, wo es pro und contra dem neuen Gemengebau gegangen ist. An einem Referendum haben sich im April die Sandweiler Bürger mit 73,9% gegen das Projekt von der Majorität von einer neuen Gemeinde ausgesprochen. Dummer der die Opposition am Sandweiler Gemengerat, die sich vehement gegen das neue Projekt gesteibt hat, stark zurückgewandt. Lo kommt Matzen an der Sommervakanz toute Proportion gardée zu einem neuen Konflikt. Und zwar dreht es sich das Jahr um eine Bank. Eine 10 Jahre alte Bank, ein Bürgertreffpunkt mit Symbolcharakter, die der Schafferrot will aufrappen. Den André Faller hat sich auf der Platz zu Sandweiler de Casus Belli angeguckt. Wir sind heute zu Sandweiler am Römerweg auf Besuch. Seit gut 10 Jahren urten die Leute an der Rue des Romains auf der Klatschbank und trinken immer gern ein paar zusammen. Bis 4 Uhr wird die Welt hier an der Straße nach an der Reihe. Nicht mehr spät wie den 20. August hat der Schafferrot Jean-Paul Paulus aufgefordert, das Bank binnen einem Monat wäsch zu holen. Den Aufwohner, ein stark Sandweiler Bürger, erklärt uns die derische Affäre an einer Hölzer Bank. Hier geht es um eine Geschichte, das als ein Opa, den ist die ganze Zeit, ich weiß nicht wie, durch eine Negerheit oder will durch eine Negerheit oder will nicht mehr hin, dass die Opa Magnesium die Bank hier wäsch will hun. Da gibt es mehrmal eine politische Sache. Das heißt, wir probieren es zu wehren gegen alles, weil als ein Opa an der Affäre da steht der PIF fest. PIF, wo, ich weiß nicht, mecken an alles, an stinkt overs, an trischt overs, oder steht ein Pumpel da, die Pumpel, die irgendwie, da stinkt nicht nochmal so, oder das ist eine Elektronik, die da lebt, das nützt, es Leute nicht, wir können am Bett schlafen. Das heißt, wir als Kollegen oder Noperen, wir gehen heute tituliert, wir mit das Lacht werden am Dorf. Die meint, sie hat wirklich die Regierung über die Rue des Romains. Mit Rue des Romains ist noch immer so, wie sie früher war, kollegial, alle Menschen sind mit denen zufrieden, alle Menschen trinken, wir trinken noch eins mit dem gelangen Part, oder auch nicht so lange, wir diskutieren lang oder nicht lang. Aber wir waren auf der Gemeinde, der Kloder nicht. Und wir haben mit Madame Bürgermeister, mit 2 Schafen, ein Aufkommens gemacht oder diskutiert über die Bank, für zu gucken, wie was wo. Die Gemeinde hat sie gerne wäsch durch die Polizei, die stinkt nicht gerecht oder Zirkulation. Wir sind 80 cm Trottoir so nicht mehr breit. Und wir haben da eine Proposition gemacht, für zu sagen, als Bank steht nicht schlecht mehr, wir sind kein Unmenschen, wir holen die Bank daneben wäsch. Aber wir hätten gerne eine Bank an Platz. An den Tag, wo dir eine Bank bringt, so dass den Tag selber wo wir Klatschbank gewäscht. Da machen wir also eine Bankerin mit einer Klatschbank. Und wir sind nicht immer da verstanden, dass ein Aufwohner ein ganz Dorf soll regieren oder Eishai als Obers als Uchten, wie sie früher gesagt haben, machen wir auch nicht mehr Uchten, Hai zu Mundweh machen, an Eishai sollen zerbrechen. Da sind wir nicht mehr verstanden, aber wir werden noch nicht mehr verstanden sein. Wir wollen nur die nächsten 14 Tage, da kriegen wir eine Genehmigung oder kriegen keine, oder wir kriegen eine Antwort von der Madame Bürgermeister, die gestern mit uns anständig geschwärzt wird. Und da sehen wir, wie es vorgeht. Also, ich ging wohl Nachbarschaftsstreit weglassen, weil wir haben hier als Aufwohner von der Rue des Romains, die schon viel lange da sind, wie die Madame da, weil wir haben keinen Streit mit ihnen. Aber noch nicht den Streit mit der Madame. Sie ist nicht am Stand, hinzukommen, mit dem Pat zu trinken oder mal ein Fleisch zu bringen. Mit die Madame da hat 4 Drohnen auch auf der Bank gesehen. Auch zu uchten und zu schwätzen und zu bradeln. Als Bürgermeister steht auch schon heute drauf. Den alle Bürgermeister für Drohnen, die sind auch schon drauf. Seit 10 Jahren haben wir nicht einmal eine Diskussion gehabt, die Bank die steht falsch, die muss weg. Das kein der reklamiert wird. Ich wusste, ob die Madame, die Lo bei der Polizei reklamiert wird. Und als Polizei wird selbstverständlich, du musst den Akt machen, an den Brief und Gemeinde schicken, dass das eben so ist. Ja, das ist mal richtig verstanden. Kriegt sind mit der Gemeinde am Diskussion, für dann eine Genehmigung zu kriegen, für dann, dass die Bank halt stehen bleibt. Oder eine andere. Für eine andere Antwort. Weil wir sind damit verstanden, dass die Bank hier weg können.
von engem net gefällt, dass die Bank an der genug ass. Dann haben sie eben wächt, da setzen wir ein Gemengebank hin. Mir eng Bank soll hinkommen, weil sitzen Leute drauf, handicapiert Leute, Mama mat de Kanner sitzen drauf mat de Pusetten, Kanne kri es zu trinken, also jeder hue es von der Bank, ganz durch hue es von der Bank. Und net nimmen mehr, das net nimmen mehr die he sitzen. Mit Signale Leute doch die dort opsetzen, an méi andere wie mir. Mir hunn bei meeschtech an eng Stellungnahme gefrot, eng Antwort mir biswell net krit. Vo Sandweiler an Staat. Wo gerade lo an der Summermeint eng Hellwull vun Touristen aus allen Herreländer sech e Bild vum Grandduché machen. Allerdings gëtt verschiedene Plätzen an der reiche Hauptstadt, wo sowohl den ausländische Gast wie auch de Lützebauer Awohner net grad positiv opfallen. Zu diesen Adressen zählt ohne Zweifel auch de Centre Hamilius. An diesem Zusammenhang hun sich an der letzter Zeit verschiedene kritische Bürger beim Null gemeldet und sich über die verknaschte Busarenen abgeregt. Der Pierre Walter aus der Sache nogegangen. Hamilius sind Bushaltestellen an einem miserablen Zustand. Für was kümmert sich Stadt Lützeburg nicht drin? Eine Stadt mit einer Geschichte von über 1000 Jahren als eine von den kulturellen Zentren in Europa. Die Hauptstadt ist berühmt für seine befestigt mittelalterliche Altstadt und präsentiert sich als eine kosmopolitische Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Aber egal wie schön es rundherum ist, wenn in den Bus Hamilius hält, da fällt einem auf, wie dreckig es da ist. Der Boden ist verschmiert, die Bänke dreckig und voll Flecken. Die Pubel ist nicht dicht. Die schwarzen Flecken haben sich rund um Pubel an den Boden gefriert. Lo hun sich pu Bierger vun der Stadt Lützeburg beim No News op Luxemburg gemeldet. Bierger sie genervt iwwer den Zustand vun den Hamiliusbusareen. Die Aree gesinn alles ernstcht wie attraktiv aus so und Bierger a beschweren sich iwwer die verknaschten Areen. Bis lo wären net gebotzt gin. Anscheinend huet Stadt Lützeburg opgehen, weil gebotzt gëtt net, seet eng einer Frau. Sie huet gedurcht, die Areen selber zu botzen. Aber Bekannten vun hier hunn hier davon aufgeroden, das zu machen. De Bodem ist total verknascht heechtet. Och de Weh hammer de Bushalsicher. Bierger stellen sich froh, wen dann do verantwortlich fir. E Botze vun den Areen wär jo awer eng Sä vun der Staat soen sie. Leiit hoffen, dass eng Privatfirma sich im Botze vun den Areen këmmert. Dat kennt sich fir eng Privatfirma lohne. Weil Busaree Botzen a rundem ass eng Aufgab, die permanent muss wiederholt gin. So ein Konzept muss aber an zusammenhängig mit der Stadt entstehen. Stadt Lützeburg ist schon schlussendlich den Auftraggeber. Hoffen wir also, dass an dem Bereich geschwind etwas geschieht. Themenwechsel. Auch heute wollte man ein bisschen die juristische Volley an Sache Corona an der Corona-Impfpflicht vertiefen. Ein Mann, den Gesetze aus dem MWF kennt, ist der Jurist und frühere Prokureur von Diekrich, Jean Bourg, der persönlich für eine Impfpflicht plädiert. Dieser Jurist tendiert auch echter, was Corona-Maßnahmen betreffen, in Richtung zentralistisch Frankreich und nicht in Richtung Bundesrepublik Deutschland mit einem föderalen System. Der Jean Bourg am Mikro von Marc Thomas. Ich meine, in Frankreich haben sie ja Lomo in den Conseil d'État, sie haben ihre Conseil konstitutionnel, den Lo, das ist natürlich nicht lo gleich vor. Das geht lo an Frankreich, da geht es an Deutschland, die sind ja nachher Mannen drin, von dann her noch der Bundesgerichtshof noch 3 Jahre sieht, dass da als nicht gut Französisch und das gut, Straßburg sieht, da ist echt nicht so gesund. Geht darum, für die Feier zu lachen, ob das Feier noch zurechtgelegt ging, also dann nicht, das ist dann das Problem nicht, das muss gelöscht gehen. Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob wir auf Straßburg erleben, aber dafür haben wir ja also Jurisprudenz auch zu Straßburg und auch auf andere Jurisdiktionen, Frankreich zum Beispiel, die existieren und die Argumente, die sind immer zahlreich. Wenn du vergleiche Frankreich, Deutschland, Frankreich als Zentralstaat hört sich da viel mehr einfach wie Deutschland als Föderalstaat. ich muss heute den Kapre sagen. Franzosen haben ja die echt Orlo nach. Am Anfang hat immer gesagt, wie sie auch schlecht durchstungen. Nicht nur am Impfen, mehr am Allgemeinen, als gesagt,
guck mal, also bei Eis, den Macron, den Apol auszentralisiert von oben rauf, am Platz, dass sie bei der Mächte frohen, dass sie Jenny, Manni frohen, und so weiter und so fort. Und guck dir mal Angela Merkel. Was tut das? Also, das tut die Sache am Griff. Aber was hat Angela Merkel nicht am Griff? Sind 16 Oberhäuptlingen, die hatte knapp, dass die sich klatsch an den Grab gehen und dass Panz gehabt kriegen, dann und die den anderen Tag so, hallo, machen wir mal, wie wir wollen. Also, das tun Franzosen, du hast nie gesagt, passt ganz, dachten, der Cohn-Bendit hat da immer eine Intervention, die hat gesagt, passt ganz gut auf die Franzosen, mir, das ist ja auch Französisch, ich meine nicht Französisch, Nationalität ja auch, hat gesagt, passt ganz gut auf, was wir Franzosen von den Deutschen haben. An Deutschland sind genau dieselben Probleme, trotz hier ein Föderalstaat. Die sieht ja auch bei den Umweltschäden, wo die Probleme sich auch im Staat, wo gesagt wird, wir müssen das irgendwie zentralisieren. Da geht es schon nicht, dass all Landrat, all Bürgermeister, an all, ich nenne das immer Oberhäuptlinge, weil sie Merkel so als hat sich durch, das tut sich schon die ganze Zeit per rapport zu all dem Covid-Dingen bei seinen Landesfürsten dort nie durchgesetzt. Das ist vielleicht gut, weil da dann nicht die parteipolitisch, die sieht ja in Frankreich, sind nicht Français Insoumis, sind nicht Le Peniste, da sind nicht kein Impfen. Also das wo ihr seht, lauft er mal abgepasst. A mir ha Lützeburg mir laie Tisch Frankreich an Deutschland wie gesinn dat? Ja mir hu also wann der Mechgift froh wer an dem nächste Covid-Gesetz steht, wat jo ma hun Reglement opgrund vun dem Etat d'urgence. Dann ma wir Gesetz dreist, dann würden wir Pursätze raussetzen, dann 3 bei, changeieren 2, 4 als 2, 2 als 10, 5 als 6 und so weiter. Dat do bei de Begriffnisse soviel an dann dro soviel an Hai an do, an dat changeiert dann all Mond. Wann ich mich so, wer de Lo drauf steht, genau, wieviel kann ich dann nicht so. Da muss ich die 10, 12 Gesetze durchgucken und immer erstreichen, wer der wegkommt und so weiter und so fort. Also das für einen Jurist, wo ein Druck auf den, lass mal so, wirklich auf die Wortlaut gehen, nicht so, da kommt er drin, was gibt wir alle und dann allein ist richtig. Also das ist ein mehr à boire. Mir, ich will auch keinem auch politische Reproche mehr mit mir haben, wenn wir Chance haben. So nicht. Dann kommen wir mit einem Wunder durch, wenn der Riech durchfährt, da kommt auch durch ein Keier. Ja? Die Schneize so riecht, die kommt immer Riech durch. Aber das kann aber auch mit all den Mutanten an Varianten und so weiter, weil dort könnt ihr auch noch dabei, wenn der Virus zirkuliert, mutiert, aber wenn 20% nicht geimpft sind, da fährt er weiter und dann da geht das eben nicht. Also ich persönlich sind für eine Impfpflicht und da kostet was das volle. Es kann ja auch, es kann ihn nur nicht, wenn ihn Lorem sieht, ja, Straßburg, ja, die sitzen meist da am Nacken, was soll man machen? Aber da kann auch der Richter sagen, ich spreche kein Urteil und nicht denke Affäre, weil ich weiß nicht, was Straßburg sieht. Da tut er ja mal mit der Protektion von den Lanceurs d'Alerte gesagt. Das ganz viel mehr einfach im Nachhinein, wenn ihn das ganz überblickt, so hey, sind Ferien am Detail, da ist das Prinzip. Wie wenn in Bemmel am Anfang ein Park geht, den an der Situation. Ja, die kann nicht so nicht dezidieren, ob das da ein Lanceur d'Alerte ist. Der Park, besonders wenn die Partie zivil sich konstituiert, da lebt das. Also ich meine immer Straßburg im Nachhinein, aber wenn ihr seht, wir machen nicht, weil wir wollen nicht da alles blamieren oder Gott weiß was. Es geht hier um Menschenleben. Wenn ich da richtig verstanden habe, dann wäre mir gut beraten, wenn wir Weh op Straßburg lewer giffen mal op der franzischen Zug klammen, oder? Also ich will kein französisch Politik machen. Ich habe wie do bemol gesagt nach so. Login mal neel, ich nenne da doch gut Lützeburg schnell mat Kap machen. Ich go, oh, Franzosen sind ja auch ein bisschen immer. Die Macron ja aber auch so bis sie je nachdem geschwommen werden und so weiter. Dat war eng courageiert Decision,
der spielt gegebenenfalls ja sein Präsident so. Du könnt so, aber was geht ihr Lützeburg de Macron oder die Franzosen? Ja, erstens sind da Operen, zweitens sind sie an der EU, drittens als ein Droit lehnt sich dem an feiertens verkatten um an die Luft geht. Das war mir, das sind Franzosen, die sollen sich immer da demerdieren. Also, ich bin mehr froh, wenn an Frankreich zu einem Ruf gehen, sind noch froh, wenn es an Deutschland Ruf gehen, die sind ja noch nicht auf demselben Niveau. Für was, je n'en sais rien. Also, ich wäre schon für, ich will gut schwätzen, ich bin nicht an der Regierung. Was meine persönliche Meinung? Ich weiß ja auch, was kann geschehen, wenn ich nicht kann geimpft, wenn kein Impfstoff bei etwas besteht, ja? Oder wenn es eine Krankheit das geht, die überhaupt keinen Impfstoff gibt, dass den dann die, wenn der am Wasser, wenn er am Gang drinnen zu gehen und gehalt ähnlich das oder nicht, also entweder geht er mal einen anständigen Rettungsschlag. So ein Seel oder so ein Archt, wo ich mich mal retten könnte, das will ich nicht. Entweder hey, mit einem Erstklassboot au Land gezogen, mit der Toten will den halt nicht. Ja, das ist vielleicht eine mental-psychische Darstellung. Also, ich von außen aus geguckt, wo ich könnte so, du hast gut schwätzen, du sitzt an deinem Büro, mach mir Thomas zu schwätzen, von dir ist die Thomas, da habe ich also Problem noch nicht gelesen. Aber ich persönlich, ich so besonders, ich meine nicht nur am Gesundheitswesen, fand nicht auf gut Lützeburg eine Sauerei. Die geht gesund, die geht mit einem gebrochenen Bein an die Klinik und die kommt mit einem Covid leider her auf der Intensivstation. Wo der Herr noch erwiesenermaßen den an der Klinik abgehoben. Da kann ich doch nicht so, und die Maladie nosokomial oder den an der Kliniken, da können wir nichts dagegen machen. Das mal leid. Also, da sind ich aber Kompromiss, also am Gesundheitswesen aus Haus Lachs. Die Eler leider an Altersheim, aber die sind ja nicht für sich aus mir. Die konnten nicht da, von wo kommen die Dinge her? Und sie vorbei sind wir dran geschläft. Da kann ich so die Zeit verdimpfen, und nicht so, die einen müssten die Jücht ziehen, und die anderen die sind. Stell dir, guck dir mal nicht die absurde Situation, von mir, wo man nach der gebrannt macht, die sich da sollen vorgedrängt haben beim Impfen, an Hautklaffen mit dem Gesundheitspersonal, mit das Rang noch, mal los ist, das war nicht geliebt impfen. Da so und die betreffend da, so, aber tut er mal das gemacht, halt wäre er froh, wenn man halt kein Reis mitbringen. Ne? Also, ich meine, da kann ich nicht mehr auf gut Lützeburg kappen. Von dem derige Streitthema Corona und Impfpflicht an dem Irogebiet, an dat vun der Lützeburger Spruch, déi immer méi Zuspruch a Kurre fir auslännesch Matbierger fënnt. An so kënnt er noch haut als Spruchmates de Lexrot zuwurt, déi wéi gewinnt Lützeburger Ausdruck an interessant Iwerleungen opdecht. Nei Wider, nei Gebräicher, nei Ausdruck. Darüber hatte mir jo well jetzt an mir kommen och nach Dacks trop zu schwatzen. Da das an alle Sprachen ein interessant Kapitel, weil von allem Technik an der letzten 100 Jahren so ungeheuer als sehr vielgegangen ist, dass die Einzelsprachen dann auch knapp genug kommen sind. Hörte wohl alles, was an der letzten 100 bis 120 Jahren mit Radio und Funkerei zu tun hat. Da gibt es eine enorme Wohlkurve von neuen Ausdruck. Als Urgroßeltern hatten nach kein Dunst von Ausdruck wie Antennen, Radio, Telefon. Für als Großeltern als Mikrofon, Haut-Parleur, Television, Telex, Computer, Fax, Handy kein Thema oder höchstens Science Fiction gewesen. Alles das hat nicht bestanden. Also gibt es doch kein Wort dafür. Für den Dix, den Michel Lenz, den Michel Rodange, aber auch für den Victor Hugo, den Heinrich Heine, war das alles nicht einmal der kleinste Wutz von einem Begriff. Aber wie das Teufelsgeschirr erfand, produziert und verkauft ging das, hat aber ein Numm dafür gemacht gehen.
Dat war dann meescht een Ausdruck, den aus dem Latein oder sogar Griechischen oder den in zwei zu Summe gesagt war. Radio, aus Latein, Radius, ein Strahl beim Licht oder an einem Kreis. Phon, aus dat Griechisch wird Phone, für Stimm oder Klang. Das interessiert vielleicht nicht jedereen. Vielleicht über Meileit, wie mir das mengen. Et kann sinn, dat Dir froh drüber hört, wat wo könnt. Haut tu mir schon den E-Mail, so einen englischen Ausdruck. Meine Adresse für zu chatten, nach ein. Die hört ihr heute nicht stehen. Soweit für Haut. Also Spruchmattes, den auch an den nächsten Emissionen Mundstricken a lustig Begriffe werd parat tun. An dummer da sind wir für Haut Ende von unserer Nullemission ukommen. Wollt ihr un enger Nullemission deelholen oder habt ihr Ideen oder Probleme mit öffentlichen Instanzen, da kontaktiert uns unter 0@0.lu oder schreibt uns. Adi, bis nächste Woche.